Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am ersten Spieltag der neuen Zweitligasaison. Und der FC trifft auf die Truppe des Hamburger Sportvereins. Und wie sind denn die Aussichten in diesem Jahr für uns? Ich glaube, die Frage, die beantwortet sich von selbst, wenn man sich mal umdreht und diesen wunderschönen Blick hier aus Rösrath von der Höhe runter nach Köln sich anschaut. Man sieht den Dom da hinten, man sieht den Kolonius, da vorne ist der Flughafen, da wird gleich auch das eine oder andere Flugzeug mit Sicherheit mal vorbeifliegen und da vorne landen. Und weil die Aussichten so wunderbar sind hier, wetten wir, dass der FC den Aufstieg problemlos hinkriegen wird in der neuen Saison und ohne Relegation den direkten Durchmarsch schaffen wird. Ja, und nein, wir heben nicht ab. Wir sind wirklich dieser Meinung und damit ihr das auch seht, ja, schreiben wir das wie immer bei uns aufs Shirt. Ne? Und da steht, ja, top, die Wette gilt! 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen den HSV. Prösterchen, Leute! Und wenn ihr jetzt denkt, was sind das denn für komische Vögel? Wir wissen ja, dass da draußen genauso viele Jecken rumlaufen, ne? Und die auch extreme Vorstellungen haben von dem, was läuft. Und deswegen sammeln wir jetzt ganz viele Wetten ein über die Saison. Die dürfen extrem lustig sein, extrem optimistisch, aber nie extrem langweilig. Und deswegen heißt das Ding Extremwetter! Was ist das jetzt genau? Erklär doch mal. Ja, ganz einfach. Ihr schickt uns Wetten und euren Wetteinsatz, sagt, was ihr haben wollt, wenn ihr die Wette gewinnt, was wir dann machen müssen. Und dann entscheiden wir, ob wir die Wette aufnehmen oder nicht. So, und jetzt haben wir lange genug darüber geschwart. Jetzt hören wir uns den ersten Extremwetter mal an. Ja, machst 2 Heineken. Achso, nee, Quatsch, nicht 2 Heineken. Quatsch, 2 Kölsch, darum geht's hier heute. 2 Kölsch starten in die neue Saison und ein bisschen Pfiff reinbringen. Da haben wir uns von Casala, zumindest ich, mir gedacht, können wir doch ein bisschen was wetten. Ich habe zum Beispiel Folgendes mir gedacht. Ich glaube nämlich, und ich würde wetten, dass Steffen Tigges in diesem Jahr in bester Terodde-Manier 10 Hütten macht. 10. Ich sage es nochmal, Steffen Tigges macht 10 Buden. Und ich bin so fest davon überzeugt, dass ich, sollte ich verlieren, nicht 2 Kölsch, sondern 2 Altbier unter Zeugen trinken werde. Würdet ihr das auch tun? Nehmt ihr die Wette an? Ich bin sehr gespannt. Machen wir das? Klar machen wir das. Ne? Man muss aber sagen, dass es schon ein bisschen gemein ist. Ja. Ne? Denn wir sind ja 2 Kölsch. Ne? Und wenn wir jetzt dann 2 Altbier trinken müssen, bah, das ist schon fies. Ne? Auf der anderen Seite, ich möchte auch dem Steffen Tigges die Tore nicht missgönnen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn er 10 Dinger macht. Ne? Also das ist, finde ich, ein klassischer Fall von einer Extremwette. Gefällt mir extrem Und gut. natürlich nehmen wir das an. Ja, ist ja Basti. logisch. Na klar doch. Nehmen wir an. Ja. Haben wir noch eine? Ich glaube, ja. Hi, mein Name ist Felix Holleich und ich betreibe den besten Barbershop in Köln. Wir sind zwar nicht die Besten, aber wir heißen einfach so. Auf jeden Fall wette ich, hört gut zu, ich wette, dass Damien Downs Minimum 10 Buden macht die Saison. Und wenn er das nicht schaffen sollte, dann, und es tut mir wirklich weh, das zu sagen, würde ich mir ein abstraktes Porträt von Flo Wirtz tätowieren lassen. Also, Damien, enttäusch mich nicht, lass mich nicht hängen. 10 Buden, das schaffst du locker. Und ja, wir sehen uns. Ey, 2 Kölsch. Prost. Felix, ey, das ist extrem, oder? Also wenn das nicht extrem ist, dann weiß ich es auch nicht. Und wenn ich mir vorstelle, ein Leben lang mit Florian Wirtz auf der Schulter oder am Hintern oder wo auch immer tätowiert rumlaufen zu müssen, egal ob abstrakt oder irgendwie filigran ausgearbeitet, also ich schmödet nicht han. Und extrem ist natürlich auch, dass damit schon der zweite Spieler unserer Mannschaft 10 Tore schießen soll. Und wenn man das mal hochrechnet auf die ganze Mannschaft, über 20 Spieler, hieße ja, dass wir weit über 200 Tore in dieser Saison schießen. Also wenn das keine tollen Aussichten sind, dann weiß ich es nicht. Absolut. Ne? Aber es war natürlich von dir extrem intelligent, dass du uns offen gelassen hast, was wir jetzt einsetzen. Denn tätowieren würden wir uns nicht lassen. Ja, auch nicht der Oma. Also zumindest keine Pillen, ne? Würde ich mir da auch machen lassen. Das sowieso schon nicht. Ne? Und deswegen
Deswegen sagen wir Folgendes. Wir sind dir, wir gehören dir. Ne? Wir sind dein Sklave, wenn du recht hast. Ja? Für einen Tag fegen wir bei dir, eigentlich haben wir uns das immer gewünscht, ne? Fegen wir bei dir die Haare im Laden, ja? Bringen dir das Mittagessen, was immer du haben möchtest, zünden dir die Zigarette an. Ne? Ja. Wir gehören dir. Cremen dein neues Tattoo ein, ja, dann natürlich auch. Ne? Ja, ja, selbst sowas würden wir machen. Ja. Wir stoßen an auf unsere Extrem-Wettjungs, die heute den Anfang gemacht haben in unserem neuen Spiel. Und Prösterchen, Leute. Vielen Dank. Extremwetter Deluxe. Extremwetter haben wir hier übrigens auch. Ne, hell, dunkel, die Sonne scheint, es regnet, alles abwechselnd. Ne? Ja. Also mäht aber nichts. Kommen wir doch lieber mal zum Wesentlichen, zum HSV. Ne? Das ist natürlich ein Spiel, das wird jetzt so hoch sterilisiert. Das wird jetzt zum Extremspiel in der Saison gepusht und eigentlich ist es das auch, oder? Ja, ist es schon. Also schon mal per se, was die Mannschaften anbelangt und dann natürlich die beiden Personalien, Steffen Baumgart, Davy Selke. Es wird eine emotionale Rückkehr geben für ganz viele, da bin ich mir ganz sicher, auch für Steffen Baumgart selbst. Trotzdem bin ich guter Dinge, dass wir eine sehr gute Chance haben werden in diesem Spiel. Denn beide sind ja jetzt nicht unbedingt von Erfolg gekrönt aus der letzten Saison und stehen schon sehr unter Druck. Baumgart als Trainer und Selke ist, glaube ich, auch nicht ganz so gut empfangen worden von den HSV-Fans, was ich so gelesen habe. Nein, also. Ne? Also ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir leichter Favorit in diesem Spiel sind. Das wäre sehr, sehr schön. Ich habe in die Scheiße gegriffen. Ich muss es leider hier einmal erzählen, weil ich habe eine Erstliga-Urlaubsplanung gemacht und bin auf dem Rückflug während dieses Spiels. Das heißt, ich stehe nicht am Rand. Du stehst da mit Wette gilt. Wette gilt. Ne? Sei froh, dass Steh ich bei da dir alleine. Top D steht. Das würde gar keiner mehr verstehen. Ja? Ich bin jedenfalls richtig sickig, dass ich dieses Highlight leider verpasse. Ja. Ihr hoffentlich nicht. Ja, ich komme auch erst am Vorabend des Spiels wieder aus im Urlaub. Ja. Und freue mich mega auf diesen Moment, sehe mich da jetzt schon stehen an der Bande. 20:30 Uhr oder 19 Uhr, wann fängt das Spiel eigentlich an? Zweite Liga, ich muss mir mit den Zeiten noch... Ja. Das schaffe ich nicht. Hör auf. Nee, Quatsch, das ist ja ein Abendspiel. Ja. Flutlichtspiel, Highlightspiel und... ja, also an den Abstieg kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Die Vorfreude ist so unglaublich da auf diesen Saisonstart. Ja. Und das geht euch allen natürlich ganz genauso. Und mehr gibt es heute auch nicht zu sagen, würde ich dann an der Stelle sagen. Außer, dass ich mir wünsche, dass ich in Frankfurt ankomme und jemand mit so einem Schild da steht, wo drauf steht, 1. FC Köln 5:0. Spitzenreiter, Spitzenreiter. Hey. Spitzenreiter. Hey. Spitzenreiter, Spitzenreiter. In diesem Sinne, Leute, wir sehen uns am 2. August, Freitagabend in Müngersdorf. Ciao. Macht's gut.